Ich fange vielleicht an mit einer kurzen Präsentation von den Leuten, die hier sitzen, dass ihr auch wisst, mit wem ihr zu tun habt. Heute zu meiner Rede sitzt der Patrick Urt, Präsident vom Syndikat Handel vom OGBL. An Team de José Gonçalves, Sekretär zentral adjoint vom Syndikat Handel. Pauline Merson, auch Sekretär zentral adjoint vom Syndikat Handel. Und zu meiner Linker sitzt Jennifer Bindner als administrative Assistentin. Wir haben die Pressekonferenz abgerufen, nachdem wir heute Morgen eine Kampagne lanciert haben. Eine Kampagne, die als Commerce, als Arbeitsplätze, als Zukunft intituliert ist, an die, wie du nun dann seht, die Arbeitsplätze und Zukunft vom Sektor Commerce geht. Wir hatten heute Morgen für die Kampagne zu lancieren, hatten wir ein Meeting mit 60 Delegierten und Militanten aus dem Sektor, natürlich mit allen sanitären Restriktionen, die im Moment so muss anhalten. 60 Delegierte und Militanten aus dem Sektor, das ist relativ remarkabel am Handel an der Woche, weil die kennen alle guten Thematik für den Arbeitszeiten, die ein bisschen komplizierter sind. Das weiß, dass reellen Interesse da ist Sujet. Vor allem haben wir auch am Anfang just intern dafür mobilisiert. Das heißt, wir waren schon relativ zufrieden, auch da man da wieder den Morgen ausgesehen hat. Die Kampagne, wir lancieren die Kampagne, und das ist ein Sujet, wo wir vielleicht schon vereinzelt mal den CD hatten, dazu, weil wir feststellen, dass die Situation am Einzelhandel zu Lützeburg kompliziert ist, und weil wir davon ausgehen, dass die Situation auch in den nächsten Wochen am Ende wahrscheinlich noch mehr kompliziert wird gehen. Wir haben natürlich den starken Impact von der sanitären Krise, mit einer Fermetur von 2 Monaten von einer ganzen Reihe von Geschäften, die Zeit natürlich auch keine Chiffre d'affaires konnte generieren. Wir haben aktuell zwar Geschäfte, die abziehen, aber wir haben sanitäre Mesuren und Restriktionen, die wir voller ganz unterstützen, weil ich da unterstreichen, die natürlich auch einen Impact haben auf die Frequentation. Wir haben den Teletravail, den teilweise auch einen Impact hat, gerade an Quartieren wie Kirchberg oder Kloster. Wir haben allgemein ein relativ anxiogänes Klima, was natürlich dazu führt, dass die Leute vielleicht ein bisschen Männer auch Lust haben, die Weekende an den Einkaufsgalerien oder an den Stadtzentren zu verbringen. Dann haben wir natürlich auch weiter nach Abbausen beim Pouvoir d'achat, zum Teil durch den Chômage partiell, was auch einen Impact auf den Sektor hat. Mit Problemen am Einzelhandel, und das ist wichtig zu unterstreichen, Probleme, die gibt es nicht recht seit der Corona-Krise. Sie gehen vielleicht ein bisschen verschärft und akzentuiert durch die Corona-Krise, aber sie haben schon viel drüber bestanden zum größten Teil. Wir haben große zentrale Probleme, und das ist ein Problem, das wir in den letzten Wochen am Ende auch immer gesehen haben, bei allen Fermetüren, mit denen wir zu tun hatten, das sind die Leute, das ist kein rein Commerce-Thema, aber die Leute am Commerce sind aber auch ein großes Problem. Wir haben Leute, die bis zu 180 € Meter Carré können gehen am Stadtzentrum. Wir hatten die ganze Problematik noch während der sanitären Krise, während dem Konfinement mit den Loyers, die da einfach zu bezahlen waren, wo verschiedene Proprietären dann noch Geste gemacht und alle anderen aber nicht, was doch teilweise zu Mécontentement gefordert wird bei den Kommersanten. Wir haben den Impact von der Digitalisierung, ein Prozess, den durch die Corona-Krise massiv verschärft ging und akzeleriert ging, wo wir mit Riesen zu tun haben, die unsere Geschäfte empfangen, und das muss ich dann noch so gesehen, die unsere Geschäfte empfangen, deloyal Konkurrenz machen, Männer Steuern bezahlen, Männer Umkästen und nicht die Loyerskästen haben, die Boutique heute in Lützeburg hat, die Größen, die das im Ausland können operieren, und die auch nicht dafür in Lützeburgische Lohn- und Arbeitsbedingungen gebunden sind. Wir haben da weiterhin am Sektor eine ultra-konkurrenzielle Situation. Wir sind auf erster Platz in Europa, was die Zahl von Meter Carré pro Einwohner angeht. Wir haben 1,2 Millionen Meter Carré Surface kommerziell. Wir haben über 20 größere Einkaufsgalerien. Wir sehen ganz klar, dass die letzten Galerien, die abgemacht und viel Männer gut funktionieren, wie das vielleicht mal an der Zeit der Fall war. Aber wir sehen auch, dass die Galerien Kommerzen an den Stadtzentren oft beschädigen.
Wir haben dann noch immer mehr Kommerzen, die deren zu machen, und das steht mir auch an den Galerien. Also wenn ich verstehe, schwätzen, dann wir sind halt zu Asch, wenn den Heiker durch Stuhl zur Straße geht, dann kann ihn das selber gesehen. Ne? Du hast so gut wie alles mittlerweile zu und geht immer mehr zu. An der Stadt als eine Straße, die du auch ganz stark betroffen ist, als die Avenue de la Gare. Ich kann nicht einfach nicht abzählen für Geschäfte, die an der Last entweder Fight gemacht haben oder en Cessation d'Aktivité waren oder Geschäfte dazu gemacht haben, eine Chaussure Vedette Fight gemacht hat, Chaussure Goethe, die ungekündigt haben, abzuhalten, Mucamailleux, die Fight gemacht haben, Kidilis, die an einer Prozedur de Redressement judiciaire sind. Wir haben op der Gare den Hagendem de Veritas die zogemacht hun mir hunn lo dat die lächt rezensten Info für uns 2D mat den C den an der Avenue de la Gare zomech op der Stadt. Min zu Ächten ici Paris XL den werd zo machen hun den Joch och zu Ächt Claudia Streter den zogemacht huet hunn en Jourier die Fait gemacht hun also weiter also en ganz Party der neben die so am Ömlauf sind an wann man vu Fermeture schwätzen muss ich leider auch davon erschwätzen wir schwätzen dann noch von Jobs die verloren gehen nicht immer verschiedene Fermetüren gerade die größer Gruppen wann Beispiel von Hagendem zum Beispiel wann die Geschäft so machen kriegen die vielleicht nach hin für Leute anzugenisch das dann hinzusetzen mehr alles was die Kleinstrukturen sind du hast das schon viel mehr kompliziert du henken dann immer auch menschliche Schicksale drunter sie Leute haben drin, die sich gerade lo mat an der Krise dann ohne Job rumfahren an einem Sektor wird ganz schwer als Jobs zu fahren im Moment außer an den Supermarscheen. Dafür sind wir der Meinung, dass der Moment lo du hast für aktiv zu gehen, für auch proaktiv Mesuren zu holen, für dem entgegenzuwirken. Den Einzelhandel zuletzt besteht sie 25.000 Arbeitsplätze, die Gelder zu perenisieren. Es geht um die Value von unseren Geschäften, es geht um die Value auch von den Jobs an den Geschäften. Dafür haben wir dann eben die die Kampagne lanciert, die sich am Anfang rund 6 Propositionen dreht, 6 Propositionen für die Zukunft vom Handel, vom Einzelhandel zu Lützeburg. Weil wir sind als echt Gewerkschaft am Land und am Sektor gesehen wir auch als eine forste Proposition. Das heißt, wir sind noch der Meinung, dass es auch ein Eis als Proposen zu machen, Forderungen auf den Tisch zu legen, für die Zukunft in diesem Sektor zu garantieren. Checken es für wächt, dass lo net Deel von den 6 Proposen, mit dat enkadriert die 6 Proposen mir forderen an dat auch ganz wichtig, dass die Propose sollen diskutiert gehen am Kader von etwas was mir zukünftig Kommerz nennen, weil de bisschen in Durchschwer, wo all Doktoren am Anfang die am Sektor zu dienen hun, giffen könnten zu Summe kommen an iwwer Probleme und Lesungen von denen Probleme schwätzen. Wir gesehen die Propos natürlich an der Linie von dem Lützebauer Modell für Sozialdialog, wie wir kennen. Wir gesehen zum Beispiel der Sektor wie der Aviation, dass das funktionieren kann. An diesem Sektor ist auch Urgenz. Wir sind der Meinung, dass dafür auch so ein Modell angesagt gehen. Parallel zum Lancement von unserer Kampagne froh man dann noch Entrevuen bei der Ministerin Dallas a Kersch, also Dallas den Zuständig für den Handel, Dallas den Zuständig für den Handel, an Dan Kersch als Arbeitsminister, der noch direkt konzerniert ist. Und wir freuen auch dann eine Entrevue bei der CLC und also dem Patronatsverband aus dem Kommerz. Ich gebe dann übergehen zu unseren 6 Proposen, die da auch rumfahren an unserem Pressedossier respektive an unseren Broschüren. Die erste Propose, also ein Propos, die dann vorhin schon lange gibt, die wir aber das akzentuieren, das ist die von einem sektoriellen Kollektivvertrag am Handel. Wir haben am Handel bis keinen sektoriellen Kollektivvertrag, wir haben einen an den Garagen, aber nicht am Einzelhandel. Das ist, wir verhandeln am Anfang überall auf Betriebsniveau. Problem ist, ganz viele Betriebe, die große Majorität, 3 Viertel, haben Männer wie 5 Salarien. Und du hast den Tod der Kuvertur von den Kollektivverträgen quasi 0, respektive 0. Und das ist auch ressourcenmäßig quasi unmöglich, für an 2500, 3000 Betriebe für jeweils 3, 4, 5 Salarien einen Kollektivvertrag verhandeln zu können. Dafür fordern wir einen sektoriellen Kollektivvertrag, 4 Betriebe, die Männer wie 50 Leute engagiert sind am Handel. 50 Leute, weil das auch in der Definition von einer kleinen Entreprise fällt, aber das auch ein bisschen so die Schmerzgrenze für uns, als in der für uns ganz schwierig geht, Sektor Niveau von der Entreprise zu verhandeln.
geht als darum, sektorelle Kollektivvertrag zu verhandeln, 4 zu erlagen, ob die 4 von der Zukunft, 4 zu bereden, notamment am Kader von der Digitalisierung, wie auch kurz noch einen Sozialdumping zu verändern, für die Arbeitszeiten zu regeln, da kommen wir noch drauf zurück. Aber weil wir einfach der Meinung sind, dass wenn man die Sektor will in Zukunft fit man, dass man dann noch Bedingungen dafür brauchen, an die Leute notamment an der Formation professionell. Das wäre es dann noch den Uleis, den Akzent drauf zu legen an sektorielle Verhandlungen. Da gibt es natürlich noch ein anderes Problem bei den sektoriellen Verhandlungen, dass das doch legal ein bisschen eine schwere Spruch ist, mir hun am Anfang, wenn ich so will, wir haben auf Betriebsniveau können wir Verhandlungen aufrufen, dann gibt es eine Obligation de négocier, und wir können, wenn wir kein Resultat fahren, können wir Konziliation zäsieren, und es kann sogar bis hin zum Streikrecht gehen. Das tun wir nicht am sektoriellen Niveau. Das heißt, ich kann heute Verhandlungen aufrufen bei einem Betrieb, da kann der Betrieb, den muss man mit mir verhandeln. Der Betrieb kann auch dezidieren, sich mit einer Föderation zusammenzusetzen, und dann, wenn da ist zu verhandeln am sektoriellen Niveau, wenn man das nicht möchte, tun wir am Anfang relativ wenig Druckmittel für das zu machen. Das ist zum Beispiel ein von denen Gründen, für das man auch werden den Arbeitsminister will gesehen, für genau darüber zu schwätzen. Das ist allgemein wichtig, auch an den nächsten Jahren den Tod der Kuvertur von den Kollektivverträgen massiv abzusetzen am Sektor. Das ist parallel zu der Forderung von den sektoriellen Verhandlungen, werden wir auch an 100 schon angefangen, um da eine Art, wie man das nennt, Tarifoffensiv lancieren, natürlich, dass man an einer ganzen Reihe Betriebe Verhandlungen aufrufen an den nächsten Wochen am Mainz, die man dann probieren werden parallel zu feiern, wo Ziel wirklich just neue Kollektivverträge auch zu kreieren und aufzuschließen. Den Auftakt wird gemacht, letzte Woche Sarah, das ist bei Sarah beschäftigt 150 Salari mittlerweile zu Lützburg, erwiesen weiter, du hast letzte Woche Verhandlungen angefroht. Die zweite Forderung ist dann aber ein ganz anderes Register, das hat mit der Zahl von der Surface Kommerziellen zu tun. Wir fordern ein Moratoire von 3 Jahren auf neue Einkaufszentren, an Retailparks oder wie auch immer. Das ist die Forderung als Empfang, dass 3 Jahre lang keine Autorisationen mehr sollen vergeben für so Einkaufszentren zu bauen. So ein Moratoire gab es schon einmal zu Lützeburg Ende 90er. An Ugangs 2000er, an nur dem Sektor Anfang nicht weiter geschützt. A Frankreich als auch so ein Moratoire ungekündigt, aber noch nicht reell. Das Problem ist einfach, wir stecken nur Surface Kommerziellen, die Dosi funktionieren immer mal gut. Es geht auch bei den Surface nicht um den Kommerz, es geht echt um Immobilien, also es geht um Spekulation mit Immobilien. Wir sehen, du bist so ein Positionskrieg, wo jeder sich probiert, seine geografische Positionen zu sichern. An die Leute tragen davon, dass sie beschäftigt aus dem Handel, an die Butiker auch an der Stadt. Das muss abhalten. Wir sind der Meinung, dass als Kommerzen Sauerstoff brauchen, und dass so ein Moratoire vielleicht kein Pferde springen, um es für eine begrenzte Dauer ein bisschen Sauerstoff zu geben. Die dritte Forderung, da fordern wir dann auch für eine Dauer von 3 Jahren, fordern wir ein Gel von den kommerziellen Loyers, also Loyersstopp. 3 Jahre, also die 2 Monate, 3 Jahre, also einfach will man mengen, dass, wenn ihr die Sanitärkrise hält, wenn ihr guckt, auch die Konsequenzen von der sanitären Krise, dann mengen wir, dass 3 Jahre das Minimum aus, den ich brauche, für das der Sektor überhaupt noch kann auf Beden kommen. Wir gesehen, dass der Loyer immer ein ausschlaggebender Faktor ist, bei allen Fermetüren quasi, bei der letzten von C&A, wie gesagt, die 4 gestern annonciert haben, das auch. Wir gesehen, dass am Moment Matzen an der sanitären Krise, dass die Proprietäre gehen, die ihr Loyer herabsetzen, weiterhin, wo sie ja genau wissen, was dann Konsequenzen davon sind, also wo die Stadt kann einfach ausdenken. Du gehen da, wie gesagt, doch dann die Mol nicht an der Krise, nicht am Konfinement, Pferdesprechstunde Gest zu machen. Und da sind dann auch beschäftigt, die dann nur dafür bezahlen, und die dann sich dem auf der Straße rumfahren, wenn das Geschäft so möchte. Die Preisspirale am Sektor Immobilier ist eben nicht nur Gift, was Wohnen nur geht, sie ist auch wirklich Gift für den Bereich vom Handel, gerade vis-à-vis von den Internetplattformen, die Kontrahenten nicht oder viel Mann auch. Wir sind der Meinung, dass Lo muss gehandelt werden und dass es wirklich politische Courage auch braucht. Das ist eine schwierige Situation und du musst hart und schnell Decisionen getroffen werden. Die feiert Forderung, das ist etwas, was der Fonds schon ein bisschen kennt, vielleicht, das ist auch eine Nationalforderung vom OGBL, die Teil von diesem Relance-Programm war für eine Sortie de Krise, die sozial gerecht wird.
Das sind Bon de Consommation publik, das heißt, das ist ein Modell von den Hotelsnuiten, die in für Summer Kruz als Anwohner oder Beschäftigten zu Lützeburg, wird die Idee für die Ökonomie auch zu relancieren, für die Kommerzen zu Lützeburg zu unterstützen, dafür ein bisschen Wett zu machen, den Avantage, den Internet Kruz hat während dem Konfinement, wird die Idee, so öffentlich Gutscheine rauszugehen, für also Kommerzen aus dem Land, die keine Kommerzen aus dem Land ausgehen. Verschiedene Gemeinden haben das gemacht und das begrüßen wir. Wir sehen auch, dass das funktioniert. Und wir sind der Meinung, dass es das am Anfang relativ interessant und ein gutes Instrument wäre, für ganz kurzfristig den Handel hier zu relancieren. Fünfte Forderung ist die von einem Plan de maintien dans l'emploi sektoriell für den Handel. Der Plan de maintien dans l'emploi sektoriell, enfin, der Plan de maintien dans l'emploi, das kennt ihr vielleicht, das ist ein Instrument, was wir oft an der Liste benutzen, mal auf Betriebsniveau, mal auf Sektorniveau. Das ist ein Instrument, das uns erlaubt, an einem Betrieb, an einem Sektor, wo es losdrehen, wo es Probleme gibt, wo man vorausgesehen, dass es vielleicht an den nächsten Monaten wirklich schwer wie Probleme gehen, weil das dann vorher erlaubt, für die Jobs zu retten, für vielleicht so gut Arbeitsplätze aufzubauen, ohne über Licenciementer zu fahren. Über Prêt de Main-d'œuvre, über verstärkten Aktien auf der Chômage partiell, über Prä-Retraiten und so weiter. Wir haben letzte Woche, nicht mehr spät, letzte Woche mal so ein PME sektoriell unterschrieben für den Sektor von den Coiffeuren, den Salon d'Ästhetik und den Tätowierer. Aber wir sind der Meinung, dass es Sinn machen, das zu elargieren auf den ganzen Handel. Wir haben das zum Beispiel am Sommer der FEMO proposiert gehabt. FEMO, das ist die Fédération, also Fédération de la Mode, das ist die Fédération von den Modegeschäften. Wir konnten da nie eine Antwort erhalten, aber trotzdem darüber fest, also sind offen für alle Gespräche. Und dann die sechste Letztforderung, das ist eine Forderung, die bei unserem Sektor immer ganz zentral ist, das ist immer die Frage von den Arbeitszeiten. Wir haben ein Problem mit Arbeitszeiten am Sektor, wir haben ganz flexibel, viel zu flexible Arbeitszeiten am Sektor, wir haben ganz viel temps partiel involontären. Es gibt ganz viel mit Avenant geschafft, das heißt, wir haben Leute, die Basis 20-Stunden-Kontrakte haben, an der Platz, dass sie dann mehr Kontrakte kriegen, wenn mehr Arbeit da ist, gehen sie dann auf die Woche, kriegen sie mehr Kontrakte. Das heißt, wir gehen dann mit Leuten, die sind dann Basis 20 Stunden, und dann für eine Woche kriegen sie 24 Stunden, die nächste Woche 32 Stunden, und dann im Rauf auf 20 Stunden. Das ist einfach ultra flexibel die ganze Zeit. Die Leute wissen nie wie das nächste Jahr für sie ausgesehen. Das ist ein riesiges Problem einfach bei uns. Wir werden noch den Akzent wirklich darüber lehnen an den Tarifverhandlungen, die kommen, die wir auch gefroht tun, die Kollektivverträge. Da werden wir ganz viel, ganz klar auf den Arbeitszeiten schaffen und unter anderem auf den Top partielle schaffen. Dann, wenn ihr den Arbeitszeiten seht am Handel, seht ihr natürlich immer auch Öffnungszeiten. Ne? Das ist ja immer das Sujet. Für den Moment sind wir froh, dass das Thema nicht auf den Tisch kommt bislang. Und wir hoffen, dass es weiterhin so bleibt. Wir werden uns ganz massiv, ganz dezidiert gegen alle Tentative für die Öffnungszeiten weiter zu liberalisieren. Aber wir sind der Meinung, dass das Remenke just gibt, den großen Avantage gehen an den kleinen Schulden. Das heißt, wir unterstreichen das einfach mal ein bisschen OKU. Wir sehen im Moment kein Besoin, weder von der Seite der Salarien noch von der Seite zum Beispiel von den kleinen Kommerzen. Wie gesagt, wir wären der Meinung, dass die 6 Punkte und vielleicht auch andere Punkte könnten am Kader für seinen zukünftigen Kommerz beschwert gehen. Wir proposieren das, und wir sind auch, wie gesagt, offen für alles. Als Kampagne, die wir eben de Moie vorgestellt haben, die wird mal an den nächsten Wochen ganz viel auch an den Betrieben stattfinden. Das heißt, wir haben Broschüren, die fanden auch an der Pressemap. Das heißt, wir Broschüren, wir Affichen, wir werden noch auf den sozialen Netzwerken da aktiv sein, in anderen Branchen, mit einem Video, das wir mal lancieren. Wir auch mit anderen Aktionen. Wir haben die Interviewen, die ich schon geschwärzt habe, mit der Ministerin Delesa Kersch, mit der CLC, die wir aufrufen. Wir sind dann noch für den Black Friday eine Aktion zu machen in 2 Wochen. Je nachdem, wie die sanitären Restriktionen, wie die sanitäre Situation natürlich weitergeht. Das ist ein bisschen Navigation à vue. Wir sind noch eine große Aktion für den Christtag und dann eine große Aktion am ersten Trimester 2021, wann die sanitäre Situation erlaubt.
En attendant, wie gesagt, lebt viel an den Betrieben auf. Wir werden noch, Ugangs des Jahres werden wir Informationsversammlungen für Mathe Salarien aufhalten, für auch ein bisschen mal die Balls zu hören, zu gucken, wie die Themen, also was für Themen du am Sektor vielleicht noch wichtig sind, wen kann Rugoen. Aber wir werden eben in den nächsten Wochen ganz stark den Akzent auch auf Kollektivvertragsverhandlungen legen, an eine ganz Reihe neue Kollektivverträge aufrufen. Und da werdet vielleicht auch am Kader von den Kollektivvertragsverhandlungen auch zu Aktionen kommen. Wir merken, dass die Themen, die wir ausschwätzen, dass die den Sektor federieren, dass sie mobilisierungsfähig sind, das haben wir auch morgen gesehen. Wir sehen, dass die Besoin ganz groß ist am Sektor, dass wie gesagt, Probleme groß sind, dass die Situation hart ist, dass aber auch den Interessen und einer gewerkschaftlicher Präsenz ganz groß ist. Wir sind an den letzten Jahren, an den letzten Monaten ganz stark geworden als Syndikat Handel, in anderem viel an den kleinen Kommerzen. Als Ziel ist es, weiterzumachen, weiter zu wurzeln, Tarifbindung zu stärken. Also, du schießt einen kleinen Klammer ab, vielleicht, wenn man von Tarifbindung tot Kuvertur von den Kollektivverträgen schwätzen, da gibt es ja auch rezente Vorstoß von der Europäischen Kommission, die auch Memberstaaten abfordert. Memberstaaten, die mehr als 70% Kuvertur haben, abfordert, auch dem entgegenzutreten, an die Kuvertur zu drücken, natürlich mehr rein, also ein bisschen dran an. Und werden das eben, wie gesagt, mit ganz konkreten Sachen, mit ganz konkreten Verhandlungen dann auch unterstreichen. Als Leute morgen waren kämpferisch, trotz dem Kontext. Das heißt, wir wissen, dass wir Mobilisierungspotenzial haben und wir werden das dann in den nächsten Wochen ausbauen. Das ist wichtig, dass wir uns mobilisieren, ihre zu spät ist, dass auch gehandelt wird, dass wir funktionierende Sozialdialog auf B kriegen. An einem Sektor, wo der Sozialdialog oft hapert beim Sozialdialog, wo den oft nicht, wo den noch keine Geschichte hat, wie vielleicht an anderen Sektoren. Wir wollen den Sozialdialog zustande kriegen, weil es ganz wichtig ist, dass wir Jobs am Sektor perenisieren, dass wir Geschäfte perenisieren und dass es irgendwann einen Bierjob geht. Voilà.